Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. So, jetzt lassen wir den Ekeltyp doch mal irgendwie vorkommen. Und ja, es sind glücklicherweise nur 2, da sind sie noch machbar, die Viecher. Aber 4 Stück von denen fand ich dann doch in der letzten Episode vorgestern etwas arg hässlich und übertrieben. Dann mach doch mal fertig. Jawohl. Dann schauen wir mal, was hier sonst noch so ein hässliches Uwesen treibt. Na, da kommen wir nicht dran. Da kommen wir auch noch nicht dran, was auch immer hier lauern mag. Probieren wir es hier mal mit Erdstöße aus. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Schauen wir einfach mal. Wobei ich eigentlich glaube, dass ein Basilisk gegen sowas nicht gerade, ja, es ging eigentlich. Ich habe Svenja erwartet. Ja, das wiederum zieht ziemlich stabil ab. Nicht schlecht, Gordo. Nicht schlecht. Und hier? Wieder voll reingerannt. Oh nein! Voll reingerannt. Du scheinst wahrscheinlich rauszugehen. Das heißt, wir gucken uns noch die andere Zimmerler an. Ich möchte nicht einfach Stockwerk wechseln, weil ich glaube, da geht's wirklich raus. Also hier lang. Machen wir die noch so fertig. Und der Bogen ist echt nicht verkehrt. Er zieht zwar weniger ab im Durchschnitt, aber er zieht alle Gegner dafür was ab. Das ist echt ziemlich gutes Ding. Dann kümmern wir uns noch um den restlichen Basilisk. Dann dürfte die Bär eigentlich abgeschält sein. Jo. Sehr schön. Wir kriegen auch Share Level, sehe ich. Upsala, warte mal. Nein. Na gut, den kriegt man trotzdem geknackt. Das dürfte kein Thema sein. Ja, Gordo-Abend. Ach, mal ein bisschen auf, den hat der Vincent. Den hat der Vincent ein bisschen. Der Vincent hat den ein bisschen genervt. So rum. Erstes allein, wenn ich schon immer mal irgendwie zum stolper, ist das schlimm. Oh nee, jetzt haben wir auch noch einen dummen Guy unterwegs hier. Glücklicherweise nicht lang. Okay, so viel dazu. Dann müssen wir noch da entlang. Da müssen wir jetzt so oder so an einem Arch vorbei. Scheiße. Wir probieren es mal mit dem 10-Füßler aus. Und ich möchte mal Abaddon einfach mal auf alle probieren. Nur mal um zu gucken, wie sehr das Lichtelement in der weh tut. Oh, ja. Ich glaube, du wärst besser gewesen, einfach so mit dem Bogen auf alle Art zu greifen. Das wiederum war gut. Das war verdammt gut. Okay. Von den Viecher habe ich die Schnauze voll. Ich hab's doch gewusst, dass der jetzt arg flitzt kommt. Sausack. Dann gehen wir hier lang. Und holen uns noch hier das tolle Ding. Pff. Ein Heilsirup. Jo, Allah. Ich habe jetzt wunderweiß gedacht, was du jetzt kommt. Was ein Quatsch. Na gut. Muss es aber ach geben, so ein Käse. Bleib weg. Und du ach. So, wenn ich das sag. Mit euch lästige Gegner will ich mich nicht rumprügeln müssen. Dann gehen wir wieder da lang. Da müsste es gleich wieder der ja Schneekönig arg schimmelt kommen. Und wir gehen hoch. Jo, da brauchen wir uns einen tollen Schlüssel. Wieder sowas. Nee, so kommen wir nicht weiter. Okay, warte mal. Und dann probieren wir es doch mal auf die Art und Weise. Das war nicht gut. Dann probieren wir es doch mal so.
Nee, so kommen wir auch nicht weiter. Dam. So rum müsste es aber. Nee, geht auch nicht. Warte mal. So. Na also. War doch nicht so schwer. Jetzt kommen wir zu dem Bereich, weswegen ich den Spielabschnitt hier eigentlich als der beste im Spiel empfinde. Nicht der Dungeon, garantiert nicht. Aber das hier ist einfach nur episch. Werden die beiden Flüchtlinge verwischt? Die Dummcap. Hätten die wirklich gedacht, sie könnten kommen? Ha! Ich zeige euch die Kraft von meinem neuesten Panzer. Sieht mal so aus, als wären sie wieder im Gefängnis gelandet. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen sie doch retten, oder? Ja, wir müssen schneller bis übereinander, ich muss sagen. Wir sollten hier mal so richtig auf die Pauke hauen, oder was meinen, ne? Lass uns lieber mal das Ganze ein bisschen ruhiger agieren. Es könnten sonst Unschuldige verletzt werden. Ah, la hopp, dann los. Fass die beiden nicht an, lasst sie in Ruhe. Was denkt ihr bei ihr jetzt weiter, ja? Ich hab euch gewarnt, geht zur Seite. Was war denn das? Na, mal ordentlich auf die Schnut kriegt. Du bist die mächtige Seelan. Was soll denn der Unsinn? Ich mag's nicht, wenn man mich so nennt. Wir haben uns schon einmal getroffen, das war in der Höhle, als der Feuerrubin gestohlen worden ist. Mächtige Seelan, jetzt werde ich dafür bezahlen müssen. Ich hab doch gesagt, du sollst mich nicht so nennen. Hast du was an den Ohren? Ich hätte euch hier nicht erwartet. Was wollt ihr in dem Land? Wir wollen, dass du die beide gehen lässt. Außerdem wollen wir den Motor aus deinem Panzer haben. Was hast du gesagt? Habt ihr das alle gehört? Ich glaube, die wissen nicht, was für eine Lage sie sich befinden. Das kommt sicher von der Angst. Miami ist die stärkste Welt und der Panzer hier ist unschlagbar. Ihr habt einfach keine Chance, das müsst ihr doch einsehen. Geil, hast du jemand im Schlaf sprechen hören? Ihr scheint keiner zu kennen. Also hat keiner im Schlaf gesprochen. Was haben wir dann gerade eben gehört? Nur jemand, der absolute Schwachsinn verbreitet. Halt die Kohl, schnappt sie alle. Ja, das kennt man ja wieder, das übliche Söldnergedöns. Das ist kein Thema. Ach, nur hauen wir einfach so nochmal drauf. Die Söldner hier sind jetzt nicht das großartige Problem, aber der Panzer ist ein ziemlich geiler Endboss, finde ich. Den kriegen wir dann auch noch. Gut, das war läppisch. Das war Frühstück. Ich hab doch gesagt, der verzapft nur Unsinn. Okay, ihr habt's ja gewollt. Jetzt kriegen wir es mit dem Panzer zu tun. Ha! Yeah. Wie er noch da drauf hockt, oder König. So ganz läppig ja noch guckt. Aber der Panzer ist schon geil. Stahltross. Ich habe doch früher immer Stahlross gelesen. Das fand ich eigentlich viel cooler als Stahltross. Okay. KP, das wird wohl eher nichts bringen. Hier steht nur Sache. Wir probieren es erst einmal mit Phoenix das Ding irgendwie aufzuheizen. Falls es irgendwie was bringen sollte. Mensch, Stahl erhitzt sich und so. Und wenn der mit der Kanonenrohre schießt, dann... Ach, oh, okay. Na gut, dann halt nicht. Dann halt das, was Seelan hier hat. Da wird der Terminator wohl auch nicht besonders viel bringen, ne? Ah, sogar mehr als der Phoenix. Na gut. Dann gehen wir halt physisch drauf auf das Ding. Au. Tut doch weh. Aue. Dann, warte mal. Kraftquelle. Kampfkraft aller Kämpfern für die KP. Ja, okay, machen wir das so. Dann kriegt nämlich auch Gordo wieder ein bisschen was ab. Genau. So machen wir das. Und wir ziehen deutlich mehr ab, wie ich sehe. Ja. Gordo ist halt so ein nettes Gimmick nebenbei. Aber die Figur von dem König, der aber drauf sitzt, die finde ich dermaßen läppisch. Gut, dann gehen wir nochmal so drüber. Und gucken mal, was wir noch anrichten können. Glühende Lava, erhöht die Kampf, die Angriff. Ja, machen wir es so. Gehen wir einfach mal so drauf. Da-dam, da-dam.
Aber ich finde ihn auch geil gestaltet, den Panzer. Auch wenn jetzt die Aare vorne, ja, das ist halt eher ein bisschen kinnisch. Das wäre jetzt nicht zwingend notwendig gewesen. Aber generell finde ich den Panzer eigentlich schon ganz geil gemacht. Moment. Kampfkraft aller, ja, dann macht das mal Selan jetzt. Weil an sich muss ich sagen, dass ich den Panzer schon optisch ziemlich geil gestaltet finde. Nur mit den Aare wirkt er halt etwas kinnisch und der König auch drauf mit seiner tappischen rote Fahne und mit seinem bläde, naselose Gesicht ist halt schon ein bisschen arg läppisch. Aber wir hauen weiter freudig drauf und so weiter. Raketensturm wartet ab. Warte mal, was hatten die nochmal für einen Zirkonstab? Ich möchte gerade mal ausprobieren, ob die Frostfee möglicherweise was bringt. Oder, weil es halt eine Maschine ist, ob Donner vielleicht was bringt. Ja, das bringt auch nicht mehr als der Phönix. Ach Gott, der zieht ja so mehr ab als mit der Feuerfaust. Also gerade deswegen fand ich damals auch der Panzer echt ein ziemlich geiler Endboss und war damals mein Lieblingsteil im Spiel. Warte mal. Wir hauen wieder drauf und Athia ist noch nicht so weit für die Kraftquelle. Okay. Dann muss es Maxim machen mit dem Risiko, dass Gordo sich verzischt. So, probieren wir es jetzt mal so aus. Eventuell bringt dir das wirklich was. Okay, Gordo haut nicht ab. Das ist sehr gut. Sehr schön. Ja, jetzt wieder auf alle drauf. Na gut, dann nicht. Dann bleibt als letztes eigentlich nur noch Abaddon auszuprobieren. Weil mir teilweise vorgeworfen wurde, in Anführungszeichen, dass ich ja viel zu wenig Zauber eigentlich verwende wird bei Lufia. Deswegen möchte ich das eigentlich auch nachholen und auch weiterhin kräftig zaubern. Und sieht wohl so aus, als wäre das tatsächlich mal ein Zauber, der was bringt. Na gut. Schauen wir mal, was er jetzt raushaut. Der Captain Panzer. Er wartet ab. Na gut. Dann, funktioniert das wohl nicht. Na gut, dann ist Athias MPA-Zeige jetzt auch völlig am Arsch. Schade. Schade, schade. Aber ich hoffe, der Panzer macht es auch nicht mehr allzu lang. Weil mit dem Panzermotor sind wir dann endlich mal in der Lage... endlich in der Lage, unser... Oh Gott, wie eklig. Unser, Schiff aufzurüsten zum Luftschiff. Jetzt bin ich doch etwas verdattert gewesen. Dann muss es halt so sein. Hoffentlich stirbt er jetzt nicht. Natürlich, so dass die dann die 40.000 Erfahrungen natürlich nicht mitkriegt. Scheiße. Schade, schade. Aber der Panzer ist hinüber. Und ich krieg den Motor. Geil. Also Luftschiff Ahoi. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, oh, das sieht aber nicht so schön aus. Aber wir sind ja von links ursprünglich durch den Tunnel gekommen, von daher... Was ist denn da los am Bach? Er versucht das gesamte Schloss kaputt zu machen. Selan? Warp. Ja, so kann's auch hier. Und direkt noch Portravia. Ich muss dann zum Portravia warpen. Das war knapp. Ob die beiden entkommen sind? Aber wer weiß. Ne, da sind sie. Das war aber ganz schön knapp, Bertie. In der Tat, selbst mir wurde ein bisschen mulmig. Aber Bertie, warum haben die uns dann geholfen? Wenn ich das mal wisst, ich hab keine Ahnung. Die sind in Ordnung, oder? Das scheint so. Es ist jedenfalls noch sicher, die sind nicht losgezogen, um etwas zu stehlen. Was machen wir jetzt? Wir haben wieder die Kronräumer Geld. Aber wie lange wird es wohl dauern, bis das endlich Kapierspor ist? Aber Bertie, wie kann denn das sein? Als wir am Kämpfer waren, habe ich sie mal geholt. Man muss doch den richtigen Moment abwarten. Aber Bertie, du bist so großartig, ein Meister oder der Diebe? Hast du jemals dran gezweifelt? Auf jeden Fall wird heute Nacht gefeiert.
Das hört sich gut an, verdammt gut. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wie kommen wir hier rüber? Die Brücke ist ja kaputt. Ja, immer gucken, die anderen müssen ja auch irgendwie herkommen sein. Vielleicht gibt's einen Geheimgang oder so. Na sicher, hast du wieder mal recht, Betty. Na, lass uns gehen. Wenigstens dann jetzt geht's gut. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie ich die gesprochen habe, deswegen musste ich ein bisschen improvisieren jetzt gerade bei der Synchronisation. Hände Motor, lass uns jetzt mal Lexus aufsuchen. Oh, der Hopf, aber da Seelan gerade tot irgendwo in der Ecke rumliegt und zwei Leute, die wahrscheinlich gerade stützen müssen. Oder hinter sich herschläfen oder wie ist der Teufel, wie einer links, einer rechts und die Seelan unter Arm gelegt und in der Mitte rumschläft. Das. Oh, sie ist halt immer noch tot. Aller Hopf. Dann machen wir das halt folgendermaßen. So. Naja, nicht schlecht, oder für dass er tot war und uns hierher geworbt hat. Dann beenden wir das Ganze doch mal. Und bringen den Motor runter zu Lexus und Mirko. Na, was sagst du? Du hast den Motor? Das ist ja wunderbar. Lexus, mir Hände Motor. Ah, sehr gut. Mir haben die Pläne fertig. Mabel, komm mal bitte her. Ja, Kannst du Xerion ans Dach bringen? klar, sofort. Wie lange wird es dann dauern, um Xerion umzubauen? Hat er unsere große Intelligenz. Haha, wird das nicht allzu lang dauern. Hier ist es doch. Uff, an die Arbeit. Ach Gott. Die arbeiten echt hart, was? Ja, hoffentlich machen sie nichts kaputt, doch die Prolete. Alter, über so ein Phönix-Schrei noch. Fertig, wie wär's mit einer Testfahrt? Oho, jetzt kann Xerion auch noch fliegen. Echtes Traumschiff, wenn ich's euch sag. Dankeschön. Als ihr es kaputt machen kann, ich es auch wieder reparieren. Zeigt doch mal da aus, was ihr drauf habt und passen gut auf euch erwacht. Versprochen. Drückt der A-Knopf, wenn ihr fliegen wollt, wie im richtigen Leben halt. Jo, kapiert. Huch, was ist denn jetzt los? Maxim, was ist denn das für ein Geräusch? Ist Lufia-Schwert? Nee, doch nicht. Klingt aber sehr ähnlich. Die Todesinsel schwebt über Kirwan. Warum ausgerechnet Kirwan? Was bereitet dann so Sorge? Kirwan ist eine Stadt auf der Insel Dash. Man guckt nur sehr schwer durch hier. Und kein Mensch weiß, wie es so aussieht, aber oder was für Menschen überhaupt dort leben. Es gibt noch zwei weitere Inseln um Dash, die Insel Isht und Inchel. Auf jeden von den 3 Inseln befindet sich halt ein Turm und die Türme sollen ziemlich gruselig sein, habe ich mal gehört. Warum hat die Todesinsel über Kirwan eigentlich Halt gemacht? Das Geräusch scheint mal von dem Turm auf der Insel Dash zu kommen. Vielleicht hatte die Todesinsel ein bisschen mit zu tun. Die Winde um die Todesinsel verursachen einen Sturm. Turbulenze? Sturm um die Todesinsel? Ja, das ist unnatürliche Mächte sind da am Werk. Das kann doch nur der Daos sein, der alte Dummkopf. Der will uns sicher aufhalten. Ich glaube nicht, dass Xerion stark genug sein wird. Wir müssen auf jeden Fall noch Kirwan. Wir könnten nicht hier rumsitzen und einfach abwarten. Das Geräusch, das beunruhigt mich ein bisschen. Ich ahne Schlimmes. Ja, hast dir recht. Ja, brech mal halt auf. Okay. Das heißt, jetzt haben wir hier die Auswahl zwischen hoch und runter. Yeah, jetzt können wir hier damit rumgurken. Geiler Scheiß, oder? Aber, warte mal. Wir gehen jetzt aber noch Piccolonia. Das ist nämlich dort, wo der Eierdrache ist. Ich habe schon lange Zeit keine Touristin mehr gesehen. Gewundert, hier gibt's ja auch nichts zu sehen. Und du? Ob es wirklich möglich ist, 8 Drache zu sammeln? Ich wage es zu bezweifeln. Aber was? Ich hab sie doch im Sack. Ob dir der Wunsch erfüllt worden ist, wenn die Eier wieder in die Weitwelt verstreut. Wenn du eine Truhe findest, die bereits geöffnet worden ist und jetzt wieder verschlossen ist, dann befindet sich in der Truhe mit großer Wahrscheinlichkeit ein Drache-Ei. Im Casino gibt's den Schatzsucher. Benutzen doch ein echte Verlies. Moment. Benutzen in einem Verlies gibt's für jede geöffnete Truhe ein Signal. Dann mir kann die Drache-Eier problemlos wieder Eissacken. Die Insel im See befindet sich ein Tempel und da lebt ein Drache. Bringt bei dem 8 Drache-Eier, erfüllt er einen Wunsch. Der ist nämlich Shenlong. Was? Was? Okay, weiter. Ich will auf die Insel, die Bild vom See. Ja, das hätte ich wohl gern, du. Kleiner Wiestling. So, wir sichern jetzt erstmal hier. Und dann babbel ich noch mit dem Rest hier vom Verein. Das See ist ja salzig, das ist komisch, oder?
Oh, das war's auch schon. Alle hopp. Da müssen wir ja nicht sofort eine Cut machen, da wir jetzt auch hier gespeichert haben. Den ich doch eigentlich muss sagen, dass wir jetzt hier direkt wieder hin können zu der overgeile Mucke. Ich sehe, du hast 8 Drache gefunden, du hast den Wunsch frei. Tja, die Früchte waren wohl ein Schuss in der Ofen. Tränke ist auch Murks meiner Meinung nach, genauso wie die Ringe, deswegen kommt jetzt Antikschild dran. Dein Wunsch ist mir Befehl. Antikschild erhalten. Ich glaube, wenn ich die Sache ein paar Mal gemacht habe mit den Drache-Eier, dann kann man sich auch einem Eierdrache als Secret Boss entgegenstellen. Okay, jetzt gucken wir doch mal, was das Ding kann. Ritterschild, Antikschild. Legendäres Schild mit enorm hoher Widerstandskraft, Ahnenkraft. Verringert zeitweise die Kraft der normalen Monsterattacken um die Hälfte. Ja, das ist ziemlich geil. Das kann Guy verwenden und gibt schon ordentlich Bonus, ja. Und Artea kann es auch verwenden. Ja, ich würde es eigentlich sogar wirklich Artea geben. Das sieht sehr gut aus. Das hat sich auf jeden Fall mal gelohnt hier. Ja, ansonsten würde ich dann mal sagen, ihr liebe Leute. Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig, aber halten erst einmal eine Gaul an. Ich muss doch gerade mal Warp noch Chatter machen, sonst weiß ich nie im Leben, wie ich da wieder hinkomme, wo ich eigentlich in der Story her sollte. Jo, und dann sehen wir uns übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig, wenn wir dann hier hingehen und uns das Ganze wohl aus der Nähe angucken. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.